3 Plus Gottesdienst. Heute ist der 2. Und es hat sich ein bisschen bewährt, dass wir zusammen die Tageslosungen anschauen. Wir hören auf den Anfang von Psalm 105. Der wird auch hier eingeblendet. Preist den Herrn und rühmt seinen Namen, verkündet allen Völkern seine großen Taten, singt und musiziert zu seiner Ehre, macht alle seine Wunder bekannt. Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott. Ja, alle, die seine Nähe suchen, sollen sich freuen. Fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Ihr Nachkommen seines Dieners Abraham, erinnert euch an die Wunder, die er vollbracht hat. Der Psalm fängt an mit den Worten: Preist den Herrn und rühmt seinen Namen, singt und musiziert zu seiner Ehre. Wir sollen Gott mit unterschiedlichen Instrumenten und mit unserer Stimme loben. Heute haben wir das erste Mal unsere neue Gottesdienstband im Einsatz gehabt. Sie hat noch gar keinen Namen. Der Arbeitstitel lautet einfach Ad Hoc Band. Ich habe mir überlegt, vielleicht gibt es noch einen coolen Namen, wie zum Beispiel, also die Ad Hoc Band bedeutet, es gibt etwa 20 Musikanten und Sänger und für jeden Gottesdienst werden dann die Zeit und Lust haben zum Singen und Spielen, die können dann singen und spielen. Ich habe gedacht, man könnte vielleicht einen Bandnamen wählen mit dem Thema Pool. Vielleicht irgendwie Fischli aus einem Pool oder so. Das ist also ein bisschen mein Arbeitstitel, aber ja. Jedenfalls bitte ich um einen warmen Applaus für die ganz neue Band. Es ist ja lustig, ich bin ein bisschen Facebook-Fan und manchmal lese ich so ein bisschen, was meine Pfarrfreunde posten. Und dann habe ich kürzlich einen Post gesehen, der gelautet hat: Was in der Bibel so nicht steht, singt dem Herrn ein altes Lied. Sondern es steht in der Bibel 4-mal: Singt dem Herrn ein neues Lied. Und das wollen wir auch zusammen erleben. Wir können Gott loben, auch indem wir zum Beispiel während dem Autofahren Anbetungslieder hören oder auch wenn wir den Zug fahren mit Kopfhörern hören. Und die Musik wird in uns 2 Sachen auslösen. Einerseits schauen wir weniger auf unsere momentanen Probleme und andererseits schauen wir auf Jesus, auf die Lösung von unseren Problemen und unsere Gedanken neu auf Jesus ausrichten. Ich erlebe das auch ganz stark, wenn ich in meinem Fitnesscenter bin und dort ist die ganze Zeit nur Gangstermusik. Ich darf jetzt das nicht zitieren, Gangsterrap, also alles nur Fluchwörter. Und manchmal denke ich, ich glaube, ich muss wirklich anfangen, Kopfhörer tragen, um meine Gedanken auch ein bisschen schützen vor dieser negativen Musik. Aber umgekehrt können wir sagen, auch die Musik, die wir hören, die prägt uns und dass wir wirklich auch auf das achten. Verkündet allen Völkern seine großen Taten. Wenn wir anderen Menschen erzählen, was Gott in unserem Leben gewirkt hat, dann geben wir Gott auch Gelegenheit, dass er Ähnliches auch im Leben von anderen Menschen bewirken. In den vergangenen Wochen sind mehrere Menschen von der Kirchengemeinde auf mich zugekommen und haben gesagt, es hat sie so bewegt, die Obigandacht vom Sonntagabend, Auszeit mit Gott, wo 2 Personen von der Kirchengemeinde zu Wort gegriffen haben und berichtet haben, wie Gott da ihnen gewirkt hat, wie Gott sie geheilt hat, auf dem Heilungsprozess sie begleitet hat. Es sind ja beide Personen da. Ich danke an dieser Stelle auch herzlich für ihre Offenheit, oder sogar 3, die das Wort gegriffen haben. Danke vielmals. Das hat so vieles bewegt. Vieles erfahren wir vielleicht gar nicht. Wir alle haben ein Erlebnis mit Gott. Sonst wären wir heute gar nicht da. Gott zieht uns in seine Gemeinschaft. Macht alle seine Wunder bekannt. Ein paar denken vielleicht jetzt aber, ja, aber ich habe gar nichts zu erzählen. Ich habe selber noch gar kein eigenes Wunder erlebt. Doch, wir alle haben schon Wunder erlebt. Aber die sind uns meistens gar nicht bewusst. Der amerikanische Pfarrer John Piper sagt so schön: Gott wirkt immer 10.000 Sachen in unserem Leben und wir kommen davon vielleicht nur 3 mit über.
Vorher haben wir das Projekt gehört, Bring Teenagers to God. Und das Projekt ist von einem jungen Mann initiiert worden, der erst kurz vorher selber noch ein Teenager war. Das Ziel besteht darin, eigentlich den Teenager in dieser herausfordernden Zeit von ihrer Pubertät ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie zu Jesus finden und den christlichen Glauben können in ihrem Leben zu integrieren. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie wir die Taten von Gott bekannt machen können, wenn wir das neue Projekt auch im Gebet tragen. Seid stolz auf Gott, den heiligen Gott. Für ein paar geübte Bibelleserinnen und Bibelleser unter uns ist das vielleicht ein Schock, dass es hier heisst, wir sollen stolz auf Gott sein. Das ist nämlich in der moderneren Bibelübersetzung Hoffnung für alle, heisst es so, weil ein bisschen geübtere Bibelleserinnen und Bibelleser, die wissen vielleicht, dass Stolz in der Bibel ja die Ursünde ist, die schlimmste Sünde. Und in der wörtlicheren Elbenfelder Übersetzung heisst es, rühmt euch seines heiligen Namens. Ist ein bisschen schwerfälliger, aber mit eigenen Worten ausgedrückt. Seid stolz und dankbar für alles, was Jesus in deinem Leben schon gewirkt hat. Er ist für dich gestorben und auferstanden, um dir ein Leben, lebendige Liebesbeziehung mit Gott Vater zu ermöglichen. Find Erfüllung in dieser Liebe von Jesus. Lass Jesus deinen Selbstwert prägen, auch wenn andere Menschen dich wegen deinem christlichen Glauben beleidigen oder verspotten oder dich zu wenig schätzen. Es spielt gar keine Rolle, was andere Menschen von dir denken. Die Liebe von Jesus, die lenkt für dich und für mich. Weil Jesus liebt dich, er liebt mich, er hat deine und meine Schuld getragen. Das befreit uns. Wegen dem können wir unsere Zukunft mutig anpacken. Ja, alle, die die Nähe von Gott suchen, sollen sich freuen. Schon nur das Suchen nach Gott macht uns glücklich. Mir geht es so, dass nicht jedes Mal, wenn ich in der Bibel lese oder mit Gott bete, dass das mega spektakulär ist. Manchmal ist es so, aber nicht immer. Und doch macht es mich ausgeglichener und glücklicher, weil ich meine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus pflege mit dem. Fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Wir wenden uns an Gott, wenn wir in seinem Wort von der Bibel lesen und auch mit ihm im Gebet reden. Durch die Bibel redet er in unseren Alltag hinein. Der Psalm 105 geht dann noch weiter. Es ist sehr ein ausführlicher und langer Psalm. Heute haben wir einfach einmal die ersten paar Verse, die ersten paar Sätze miteinander angeschaut. Im weiteren Verlauf von dem Psalm zeigt uns dann die wichtigen Situationen, wie Gott sein Volk Israel geführt hat. Und der Psalm endet mit dem Wort: Diese Wunder ließ Gott sein Volk erleben, damit sie seinen Weisungen gehorchten und seine Gebote hielten. Halleluja, lobt den Herrn. In einem Bibelkommentar habe ich noch dazu den treffenden Satz gefunden. Hier zeigt sich die einzig wahre Basis der biblischen Ethik. Das heisst vom Verhalten, wie wir als Christen uns verhalten. Wir halten Gottes Gebot nicht aus Angst vor Gott, nicht aus Angst vor Strafe, sondern aus Dankbarkeit für seine grosse Liebe. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Der Psalm endet mit dieser Aufforderung, mit dieser Einladung, dass wir Gott gehorchen sollen. Und das ist natürlich heutzutage eine krasse Aussage. Es tut uns ein bisschen aufwühlen, weil wir oft nur hören, ja, Gott liebt dich und so. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass Jesus uns einlädt, dass wir ihm gehorchen, dass wir das machen, was er sagt. Und jetzt sage ich immer, man kann mit dem anfangen, indem man einmal sich an die 10 Gebote halten, die beherzigen und auch die Bergpredigt von Jesus. Dass man das sagen kann, das ist sicher mal zusammenfassend von der Bibel zum Anfangen.
Dank Jesus gehören auch wir zu dem Volk von Gott, von Israel. Dank Jesus gehören auch wir zu seinem Volk. Und das Ziel von Gott besteht darin, dass wir ein gelingendes Leben haben, dass wir auch ihm gehorchen und weil er es gut mit uns meint. Er will das Beste für uns. Und Jesus greift auch in unser Leben ein, wenn wir ihn darum bitten im Gebet. Der Psalm 105 ist eine Zusammenfassung vom Alten Testament, wo berichtet, was Gott alles gemacht hat im Leben vom Volk von Gott, im Leben von Israel. Das bedeutet, das Volk von Gott, von Israel, hat erst im Nachhinein erkannt, was Gott alles Gutes getan hat in ihrem Leben. Und so ist es auch bei uns. Auch wir erkennen erst im Nachhinein, was Gott alles Gutes getan hat in unserem Leben, was Gott alles für Wunder gewirkt hat, dass er uns richtig geführt hat. Nach dem Gottesdienst werden wir zusammen hier einen Spaghetti-Plausch geniessen. Mit unterschiedlichen Soßen und einem reichhaltigen Dessertbuffet. Ich habe vorsorglich schon mal Rot angelegt. Ich gedacht habe, vielleicht gibt es Tomatensauce, dass ich hier nicht kosle über meinen Lieblingsanzug. Jedenfalls, wir sind alle herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst zusammen noch zu essen, im Rahmen der Kirchenfamilie. Überwind doch heute mal mit der Hilfe von Jesus deine Angst. Und lerne jemand Neues kennen von der Kirchenfamilie. Du mal mit jemandem reden, wo du noch nie geredet hast. Setz dich bewusst einmal neben jemandem, den du noch nicht kennst. Und erzählt einander, wie Gott euch im vergangenen Monat ermutigt hat. Dann werden auch wir alle einstimmen in die heutige Tageslosung. Und dann können wir sagen, preist den Herrn und rühmt seinen Namen, verkündet allen Völkern seine großen Taten. Ja, alle, die seine Nähe suchen, sollen sich freuen. Amen.